Und dann als Punkt F in dem Bereich Marketing und Promo auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sämtliche TV, das hat halt dann auch mit Medien natürlich zu, oder mit Leuten, die filmen, aber das wird halt auch unter Marketing und Promo gehen, dass sämtliche TV, Radio oder Internetübertragungen oder irgendeine Art von professionellen Filmcontent, wo dort aufgezeichnet wird, dass das immer zwingend mit dem Künstler vorher besprochen werden muss und dass auch der Künstler das Okay muss geben, dass das überhaupt erstens mal gemacht werden darf, egal ob das Medien sind oder der Veranstalter selber, wo das Konzert zum Beispiel aufnehmen oder Live-Content macht, egal ob Audio oder Video. Und vor allem ist das halt wichtig, dass man auch ganz klar vorher abmachen, dass wenn Videomaterial würde bestehen, wenn man es halt übervorsichtig machen, dann tut man so Klauseln rein als Künstler, dass man sagt, sämtliches Videomaterial, das entsteht, darf nur der Künstler selber für kommerzielle Zwecke verwenden. Was heisst das? Wenn du irgendwann einmal würdest ein Live-Album oder irgend so etwas machen, wo du kommerziell verkaufst, oder auf YouTube würdest die Videos verwerten, die Live-Videos, dann sollen die Nutzungsrechte zu dem exklusiv dir gehören. Und du willst nicht eine Situation haben, wo der Veranstalter irgendwie ohne deine Erlaubnis an deinem eigenen Konzert das ganze Konzert aufgenommen hat und das plötzlich auf seinen YouTube-Channel tut oder irgendwie kommerziell verwenden auf seine Art und Geld damit macht, ohne um deine Erlaubnis gefragt hat. Und wegen dem tut man halt so eine Klausel rein oder so einen Satz, dass halt auch sämtliche Übertragungen, Livestreams im Internet natürlich, oder irgendwelche Radios oder Medien, die auch dort sind, zu dem Punkt kommen wir dann später noch dazu, dass die halt das mit dir abklären oder der Promoter dort zwingend deine Bestätigung braucht. Genau, das ist alles zum Marketing und Promotion. Wie gesagt, für die da noch später einschalten, die letzten 20 Minuten schauen wir uns noch an, was man da in so ein Live-Agreement alles kann rein tun, wenn es zu so einer Diskussion kommt mit einem Promoter oder mit einem Eventveranstalter, der dich möchte buchen. Aber für die das später noch schauen wollen, den Cola-Podcast gibt's auch als YouTube-Channel. Dort gibt's auch ganz, ganz viele mehr Themen, die ihr finden werden. Und die Folge kommt dann in 2-3 Tagen auch dort drauf, zum nochmal anschauen. Genau. Ein weiterer Bereich, wo man auch in so eine Vereinbarung kann tun, ist alles, was mit deiner Performance, mit dem Live-Show-Setup und mit der Aufführung selber zu tun hat. Da als wichtigster Punkt, wo man das oberst oben tut, ist, man einigt sich darauf, schriftlich, wie viele Minuten du maximal musst spielen oder Minimum musst spielen, so je nachdem wie es siehst. In dem Satz oder in dieser Vereinbarung, in dem Bereich, tust halt rein, okay, dich will halt jemand buchen, dir wird jemand so eine Gage geben, der Idiom ist auch da, dir wird jemand eine Summe X geben und du tust da noch sicherstellen, schriftlich, wie lang musst du eigentlich auf der Stage sein. Ist das ein 30-Minuten-Set, ein 45-Minuten-Set, ist das ein 20-Minuten-Set, wo du maximal musst machen oder Minimum? Man geht da halt von einem Maximum aus, wo man rein tut, weil man halt als Künstler oder Künstlerin auch ganz genau wissen, wie lange muss ich spielen und that's it. Also, wie lange muss ich spielen im Verhältnis zu dem Geld, das ich bekomme für die Gage, weil jede Minute, also wenn du jetzt, keine Ahnung, als Beispiel, so, das ist keine Faustregel natürlich, oder kein Industriestandard, aber ich sage jetzt ein Beispiel, wenn du 500 Stutz würdest bekommen, für einen 30 Minuten oder einen 20 Minuten Auftritt, und du hast das fixe so abgemacht, 500 Stutz für 20 Minuten von, ein Live-Set von dir mit x Songs, da macht man das nicht an der Anzahl Songs, sondern an der Anzahl Minuten aus, weil wenn du dann 25 Minuten spielst, weil du einfach Bock hast und die Fans etwas von dir wollen, wenn du das schriftlich halt vereinbart hast, dann muss der Veranstalter oder der Promoter dir trotzdem nur 500 Stutz geben. Darum ist man dann meistens, wenn man das professionell will, machen als Künstler oder Künstlerin, tut man halt das Limit einhalten, wo man da selber abgemacht hat mit dem Promoter. Aber es ist halt auch sehr viel professioneller, wenn man halt bei dieser Live-Anfrage von dem Veranstalter kann sagen, hey, look, ich spiele so lang und das will ich dafür. So, und dann weiss der Veranstalter oder der Promoter auch ganz genau, was er von dir bekommt, wie viel
Anzahl Minuten sozusagen er von deinem Service bekommt und er gibt dir das zurück, halt die Gage. Und das kannst du immer so ein bisschen selber ausmachen. Wenn du jetzt halt 5 Songs hast, 6, 7 Songs oder halt einen grösseren Katalog, dann kannst du halt dir selber ein bisschen ausmalen, okay, schaffe ich überhaupt ein halbe Stunde Set, schaffe ich ein 45 Minuten Set und dann kann man das halt dementsprechend so anbieten.